Am 8. März kann das Schweizer Stimmvolk abstimmen über die SRG-Initiative. Und laut den Umfragen ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gegen aussen redet die SRG von einer existenziellen Bedrohung. Jetzt ist aber ein brisanter Artikel auftaucht. Es wird behauptet, intern kommuniziere die SRG, dass sie den Programmauftrag auch bei einer Annahme von Halbierungsinitiativen erfüllen können. Logisch bin ich da ein bisschen genauer gegusselt. In diesem Video schaue ich an, was die Initiative tatsächlich fordert, was die wichtigsten Argumente dafür sind, was die Argumente der Gegner sind, ob da etwas dran ist an der Behauptung, die SRG sei nicht ganz ehrlich, wenn sie einen auf Panik machen wegen dieser Initiative, und am Schluss noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Ciao zusammen, von Gunten hier. Herzlich willkommen zu einem spannenden Beitrag über die Initiative «200 Franken sind genug». Als erstes habe ich mich gefragt, ja halt, 200 Stutz, das ist ja nicht die Hälfte von den aktuell 335 Franken. Wieso reden denn alle von Halbierungsinitiativen? Die Auflösung ist einfach. Nicht der Betrag würde halbiert bei einer Annahme von Initiativen, aber insgesamt bekommt die SRG nur noch die Hälfte von ihren gegenwärtigen Gebühreneinnahmen. Bevor wir die Argumente ein bisschen genauer in die Hüpel nehmen, müssen wir zuerst noch ein Bödeli legen. Sonst zanken wir über Geld, ohne zu wissen, für was das überhaupt gebraucht wird. Die SRG hat einen gesetzlichen Auftrag, den sogenannten Programmauftrag. Das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen sagt, die SRG soll die Bevölkerung umfassend informieren. Das Gesetz sagt auch, die SRG soll sachgerecht berichten und die Vielfalt der Schweiz abbilden. Es steht auch noch im Gesetz, dass die SRG eine demokratische Meinungsbildung unterstützen soll. Und dass die SRG die Sprachregionen und die Minderheiten muss berücksichtigen muss. Das alles wird dann später noch ein wichtiger Punkt. Soweit also das Gesetz. Die effektive Sendebewilligung und der detaillierte Leistungsauftrag, den der Bundesrat der SRG gibt, wird in der SRG-Konzession geregelt. Darin wird gesagt, was die SRG muss liefern muss, via Radio, Fernsehen und Online-Beiträge. Okay. Der Bund gibt also der SRG einen konkreten Leistungsauftrag. Und wie wird jetzt das finanziert? Im Geschäftsbericht 2024 heisst es, die SRG habe einen Ertrag von ca. 1,56 Milliarden Franken. Und dort sieht man auch, von wo das Geld kommt. 83% kommen direkt aus den Seraphengebühren. Das sind ca. 1,3 Milliarden Franken. Dazu kommen andere Einnahmen wie Werbung, Sponsoring und Programmerträge. Programmerträge sind zum Beispiel der Verkauf von Senderecht, Lizenzen oder Archivmaterial. So Sachen. Soweit ist also alles klar. Es gibt eine klare Dreiecksbeziehung. Der Bund als Auftragsgeber, die SRG als Leistungserbringer und das Volk, das das zum grössten Teil finanziert. Das Wichtigste, was das Ganze am Laufen behält, ist Vertrauen. Vertrauen heisst hier, dass Auftrag, Leistung und die Finanzierung zusammenpassen. Und genau da ist der Wurm drin. Der Auftragsgeber und der Leistungserbringer geben sich zwar zufrieden. Viele von den Gebührenzahler sind das aber nicht mehr. Sie blechen, aber sie fühlen sich nicht mehr vertreten. In ihren Augen kommt die SRG also ihrem Programmauftrag nicht mehr nach. In der Konzession, Artikel 3 Absatz 5, heisst es nämlich schwarz auf weiss. Sie, also die SRG, trägt mit ihrem publizistischen Angebot den unterschiedlichen Anliegen und Interessen des Publikums Rechnung und strebt eine hohe Akzeptanz und Reputation bei den verschiedenen Ansprech- und Zielgruppen an. Diese Unzufriedenheit ist auch die Ursache, die zur Halbierungsinitiative geführt hat. Schauen wir die jetzt mal an. Die Initiative «200 Franken sind genug» will das SRG-Angebot auf ein, ich zitiere,
für die Allgemeinheit unerlässliches Grundangebot beschränken. Und sie macht das über 2 Forderungen, die so der Artikel 93 der Bundesverfassung ergänzen würde. Erstens, die Abgabe für Privathaushalte soll von 335 auf 200 Franken pro Jahr begrenzt werden. Zweitens, Unternehmen sollen gar keine Abgaben mehr zahlen. Und auch noch wichtig, laut Abstimmungsbüchlein betrifft die Initiative ausschliesslich die SRG. Private Lokalradios und Regionalfernsehsender sollen weiterhin Mittel im bisherigen Umfang bekommen. Auch der Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen bleibe bestehen. So sollen auch die Minderheiten weiterhin von gleichwertigen Programmen profitieren. Also, die 2 stärksten Hebel, die diese Initiative dran drehen, sind, wer überhaupt noch zahlen muss und wie viel im Maximum. Als nächstes habe ich mir angeschaut, was die stärksten Argumente der Befürworter sind. Eines der Hauptargumente ist die Entlastung des Portemonnaies. Die Initiative setzt eine klare Grenze, maximal 200 Stutz pro Haushalt und Jahr. Die Befürworter erklären diese Forderung mit den allgemein steigenden Kosten. Die Mieten steigen, die Krankenkassenprämien steigen und darum sagen mittlerweile viele, die 335 Franken Seraphengebühr pro Haushalt für Privatpersonen seien einfach zu viel. Zweitens geht es auch um junge und wenig Nutzer. Das Pro-Komitee sagt, das Medienverhalten hat sich halt schon geändert. Viele schauen mittlerweile kaum noch klassisches Fernsehen. Man schaut viel mehr streamen, also Netflix schauen oder so. Oder man konsumiert Inhalte auf Plattformen wie YouTube oder TikTok und so Sachen. Trotzdem müssen auch die volle Abgabe drücken. Das ist unfair. Drittens geht es um die Unternehmensabgabe. Die Initiative will das ganz streichen. Also keine Abgabe mehr für juristische Personen. Keine Abgabe mehr für Personengesellschaften oder Einzelunternehmen. Weil das ist eine Doppelbelastung. Man zahlt privat als Haushalt und man zahlt noch einmal, wenn man eine Bude hat. Besonders für die KMUs sei das schon nicht so fair. Und viertens, sagen die Befürworter, werde so die SRG kleiner. Durch das bekommen die Privaten ein bisschen mehr Raum. Das sollte der Markt ein bisschen neu beleben. In der Gebührendebatte werden auch Kaderlöhne schnell zum Thema. So stossen sich viele am hohen Lohn der Chefin der SRG. Im SRG-Geschäftsbericht 2024 steht, dass die Funktion als Generaldirektorin mit mehr als 500.000 Franken pro Jahr vergütet wird. Insgesamt fließen 4,45 Millionen Franken in die Vergütung der Geschäftsleitung. Item. Soweit die Argumente der Initianten. Es geht ihnen vor allem um Entlastung und Fairness. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, der am Schluss für viele Stimmbürger fast noch entscheidender ist. Vielen geht es nicht nur um das Geld, sondern vor allem um das Vertrauen. Bei Nachrichten und Informationen ist Vertrauen die eigentliche Währung. Das SRF schreibt in ihrer Beschreibung zu einem von ihren Dokus selber, dass jede dritte Person in der Schweiz an Verschwörungstheorien glaubt. Ich gehe davon aus, das SRF beruft sich auf eine 2018er Studie von ZHAW. Dort drin wird die Zahl 36,9% von Leuten genannt mit einer Verschwörungsmentalität. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass mehr als jede dritte Person das gängige Mainstream-Narrativ nicht mehr glaubt. Und das wird für einen Programmauftrag von SRG heikel. Die SRG soll Vielfalt abbilden, umfassend informieren, Minderheiten berücksichtigen. Das ist ihr Auftrag. Wenn jetzt ein Drittel der Bevölkerung eine grundsätzlich andere Haltung hat, dann muss die SRG diese Perspektive ernsthaft berücksichtigen, indem sie die Argumente fair aufgreift und behandelt,
die das Misstrauen antreiben. Dass sie das aber eben genau nicht machen, zeigt folgendes Beispiel. Just zum Zeitpunkt, als im Frühjahr 2024 die Corona-Protokolle des Deutschen Robert-Koch-Instituts, kurz RKI-Protokolle, an die Öffentlichkeit gelangten, fragte ich eine ehemalige SRG-Kollegin und Journalistin, wann SRF endlich daran denke, über den hochbrisanten Inhalt dieser RKI-Protokolle zu berichten. Ihre sehr aufschlussreiche und gleichzeitig ernüchternde Antwort: Ach, da schaue ich gar nicht mehr hin, das Ganze ist für mich längst Geschichte. Nein, ist es eben nicht, denn auch die unabhängige Beschwerdeinstanz kam zum Schluss, dass die Unterlassung der SRG das Vielfaltsgebot verletzt und zu einer unausgewogenen Darstellung der Pandemieaufarbeitung geführt hat. Ob man Haslers Schluss teilt oder nicht, ist in diesem Zusammenhang gar nicht ausschlaggebend. Aber das Muster ist real. Wenn die SRG viele Menschen nicht ernst nimmt, dann verliert sie den Kontakt zur Realität von einem grossen Teil von ihrem Publikum. Und als Konsequenz verliert sie ihre Legitimation. Wenn das Vertrauen weg ist, wird jede Zwangsgebühr zum Reizthema. Eine 200-Franken-Initiative ist darum nicht einfach nur eine Debatte über einen Betrag. Es wird zu einem Signal. Ja gut. Als nächstes wollte ich wissen, was dort die Gegner über die Initiative sagen. Der Bundesrat und das Parlament raten zum Nein zur Initiative. Sie finden, diese Initiative gehen zu weit. Beschränkungen kommen zu gehen und zu diffig. Zweitens, der Bund sagt, er habe ja schon reagiert. Auch ohne die Initiative. Die Seraphengebühr für die privaten Haushalte soll per Verordnung schrittweise ankommen. Im 2027 soll die Gebühr auf 312 Franken fallen und im 2029 dann auf 300 Franken. Und für Unternehmen gibt es auch eine Entlastung. Ab 2027 zahlen laut Bundesrat nur noch Buden ab 1,2 Millionen Jahresumsatz. Das sind dann nur noch rund 20% der mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen. Das wichtigste Gegenargument ist also der Zeitplan und das Ausmaß der Kürzungen. Man muss ja nicht das ganze System halbieren, wie gesagt. Die SRG verliere so auf einen Schlag sehr viel Kohle. Und das führe zu einem Kahlschlag. Dann gibt es auch noch den Punkt, der in der Schweiz Gang zieht. Sprachregionen und Randgebiete. Die Gegner sagen, dort werde das Eis als erstes dünn. Weil die SRG müsse die Produktion und Standort zentralisieren. Voraussichtlich auf Kosten der kleineren Sprachregionen. Ein vierter Punkt ist das Informationsangebot bei Krisen. Die Gegner sagen, in einer direkten Demokratie braucht es ein starkes Informationsgrundangebot. Vor allem in einer Krise sind man auf einen Sender angewiesen, der schnell und verlässlich informiert. Nicht, dass man auf Inhalte, auf Social Media angewiesen ist, die dann nur auf Klicks aus sind. Und dann fünftens, die Gegner sagen, die Kosten verschwinden gar nicht. Weil, wenn die SRG-Inhalte weggehen, zahlt das Publikum für diese Sachen einfach bei jemandem anders. Via Abos oder via kostenpflichtige Übertragungen, zum Beispiel bei Sportanlässen. Zum Schluss sagt die SRG selber, dass sie ja sowieso schon mit Sparen angefangen haben. So will die SRG bis 2029 bis zu 270 Millionen Franken einsparen und ca. 900 Vollzeitstellen auflösen. Zum Teil über natürliche Abgänge, aber auch Entlassungen sind unumgänglich. Zusammengefasst sagt die Gegenseite Ja zu einer Entlastung bei den Gebühren. Aber nicht als Schock und nicht auf Kosten von Sprachen und Regionen. Gut, dann kommen wir zum Knackpunkt der heutigen Story. Was sagt denn die SRG eigentlich hinter verschlossenen Türen zum Ganzen?
Wie wir jetzt herausgefunden haben, finden wir im Abstimmungsbüchlein die Warnung von Bundesrat und Parlament, die sagen, bei einer Annahme werde das SRG-Angebot deutlich kleiner. Sie prophezeien auch spürbare Einschränkungen im Programm. Übrigens, wir haben endlich die Wellen, die wir so lange versurfen wollten. Und die Ablandung im Winter, darum musste ich das Fähli vornehmen. Aber super, endlich so, wie wir es haben wollen. Parallel dazu läuft in den Konzernmedien das Chaos-Framing. Blick zum Beispiel berichtet über ein geheimes Gutachten und fasst das so zusammen, dass bei einem Ja ein Chaos drohe. Die Botschaft der Gegner der Initiative ist also gegen aussen klar. Ein Ja bedeutet harte Konsequenzen. Es gäbe ein Chaosrisiko und als Folge werde das Angebot kleiner. Jetzt gibt es aber eben noch eine brisante, komplett andere Kommunikationslinie. Nämlich das, was hinter verschlossenen Türen gesagt wird. Finnus berichtet über eine Präsentation rund um SRG-Obligationen. Das heisst, die SRG hat sich bei Investoren 100 Millionen Franken ausgelehnt. Dafür hat sie Schuldscheine herausgegeben, sogenannte Obligationen. Die Investoren geben so der SRG Geld. Und die SRG im Gegenzug verspricht ihnen alle Jahre einen festen Zins von 0,95%. Und nach 7 Jahren, im September 2032, will sie denen das pumpete Geld ja wieder zurückzahlen. Im Rahmen einer Präsentation für diese Investoren fällt eine brisante Aussage. Finnus schreibt sinngemäss, die SRG habe gegenüber Investoren kommuniziert, sie können auch bei der Annahme von Initiativen den Auftrag weiterhin erfüllen. Durch Kostensenkungen und im Rahmen einer aktualisierten Konzession. Die Weltwoche schreibt dazu, die Generaldirektorin Wille habe diese Botschaft nicht allein vertreten. Auch der SRG-Finanzchef, der Thomas Egger, sei dabei gewesen. Warum ist jetzt das so brisant? Im Abstimmungskampf darf man die Botschaften dramatisieren. Am Kapitalmarkt gibt es aber einen engeren Rahmen, was man darf behaupten und was nicht. Wer um Investoren wirbt, muss sachgerecht informieren. Sonst kann das rechtlich heikel werden. Jetzt werden wir also mit 2 unterschiedlichen Aussagen konfrontiert. Gegen aussen tönt es nach einem grossen Schaden, wenn diese Initiative angenommen wird. Gegen innen tönt es hingegen so, dass das machbar sei. Ich selber habe die von Finnus und Weltwoche zitierte Investorenpräsentation nicht öffentlich gefunden. Somit bleibt das eine sekundäre Information. Um fair zu bleiben, habe ich mir die Frage gestellt, könnte auch beides gleichzeitig stimmen? Ich kann mir 2 Erklärungen vorstellen. Erstens, gegen aussen kommuniziert man den Worst Case, um politisch Druck zu machen. Und gegen innen versucht man, den Kapitalmarkt zu beruhigen, so dass das Vertrauen in dieser Finanzierungsrunde nicht gekippt ist. Oder zweitens, man redet über das gleiche Wort, meint aber etwas anderes. Wenn die SRG intern über Auftrag redet, meint sie vielleicht nur das Minimum, das gesetzlich nötig wäre. Und wenn sie aber gegen aussen von Auftrag reden, verstehen sie eventuell darunter ihr heutiges volles Angebot. Schlussendlich weiss sie es nicht. Aber es bleibt halt schon ein fades Beigeschmäckchen, wenn man das so hört. Ja, noch. Dann wie gäng noch zum Schluss meine ehrliche Einschätzung zum Thema. Ich sehe hauptsächlich einen Kernkonflikt. Eventuell steckt viel zu viel im aktuellen Gebührenpäckchen. Nachrichten, Kultur, Sport etc. Eine Lösung könnte sein, dass man das auftrennt. Nachrichten durch eine minimale Gebühr abdecken. Und alles, was Unterhaltung ist, könnte wie ein Monatsabo laufen. Wie bei Netflix. Wer das aktuelle Angebot gut findet, zahlt. Wer es nicht gut findet, lässt es sein. Die Initiative geht in einem Aspekt ein bisschen in diese Richtung.
Sie setzt eine Preisobergrenze für die Gebühren. Und das soll dann die SRG zu einem engeren Kern zwingen. Aber im Grossen und Ganzen ändert die Initiative das Modell nicht. Als zweite Möglichkeit sehe ich, dass man den Service Public ganz anders denkt. Die Zeiten haben sich geändert und die Aufgabe des Staates könnte ja jetzt einfach noch sein, Zugang zu Informationen zu ermöglichen und nicht mehr Inhalt finanzieren. Zum Beispiel, dass man seine Internetkosten bis zu einem Betrag von den Steuern abziehen könnte. Die Grundversorgung wäre also nicht ein Sender, sondern der Zugang, wo die Informationen sowieso schon sind. Oder, als drittes hätte ich noch ganz eine andere Idee. Die SRG als Plattformmodell. Man könnte sich ja vorstellen, die SRG nicht mehr als Vollsender zu betreiben, sondern als offene Plattform. Quasi ein YouTube der Schweiz. Da kann ja gäng noch das SRF mit einem eigenen Kanal auftreten. Aber müsste halt die Plattform teilen mit uns allen. Ich weiss, das sind ganz wilde Ideen. Aber träumen darf man ja gäng. Gell? Et voilà. Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Merci vielmals an alle, die mich mit einer Spende unterstützen. Es ist immer wieder mega motivierend, dass es Menschen gibt wie euch, die mir mit einem Batzen aushelfen. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.